Servus, Glück auf, frohes neues Jahr 2026 und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, ich denke, das Thema sieht man, bevor wir da reingehen. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, Top-Start in 2026, was unserem Club angeht. Große Diskussion. Ist natürlich an mir auch nicht vorbeigegangen, auch wenn ich es nur so am Rande mitbekommen habe. Lennart Kahl möchte gerne eines Tages für seinen Traumclub Real Madrid spielen. Ja, das schlägt natürlich Wellen. Und da gibt es jetzt mal meine Meinung zu. Gut, Leute, ich habe mal das Video rausgesucht, damit wir auch mal einen kleinen Eindruck kriegen, beziehungsweise die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben und nicht mitgekriegt haben. Von daher schauen wir uns erstmal das Video an dazu. Ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Hast du einen Traumverein außer FC Bayern? Bleibt unter uns. Also ich hoffe, es bleibt unter uns, aber auf jeden Fall natürlich ist Bayern ein sehr, sehr großer Verein. Es ist ein Traum, da zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber es bleibt unter uns. Und ja, aber natürlich Bayern ist auch was sehr, sehr Besonderes und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß in dem Verein. Ja, das ist die Aussage, um die sich die ganze Aufregung dreht. Ist es ein schlauer Take, sowas zu sagen? Nein. Ich denke, ja, wir beleuchten erstmal beide Seiten, würde ich sagen, bevor ich meine Meinung dazu sage. Also wir können schon mal festhalten, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, ähnlich wie Jamal Musiala. Das ist auch gar nicht böse gemeint, ist ein junger Bub, alles ist gut. Aber natürlich, wenn du für den FC Bayern spielst, wenn du aus der Jugend des FC Bayern kommst, ist so eine Aussage natürlich gerade auf dem Fanclub-Treffen des FC Bayern, wenn wir ehrlich sind, eine Katastrophe. Ja. Wie gesagt, da merkt man einfach, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Dass er nicht weiß, was das auslöst, weiß ich nicht. Dann ist er 17, dann ist auf jeden Fall der aktuelle Zeitgeist an ihm vorbeigegangen. Ja. Ich meine, Michael Ballack ist sein Berater, auch der weiß, was solche Aussagen auslösen. Er war lange genug im Business. Von daher, I don't know, kann man jetzt viele hinein interpretieren, ist es Kalkül, ja. Natürlich, gerade ausgerechnet Real Madrid da auf den Plan zu rufen, ist natürlich aus Bayern-Sicht eine Katastrophe, weil Real Madrid immer der Club ist, der bei uns die Gehälter hochtreibt. Woran wir natürlich selber schuld sind, wenn wir ins letzte Vertragsjahr mit Spielern gehen, wie Alphonso Davies, jetzt mit Upa und so weiter, ist klar, dass da Top-Clubs aus den Löchern kommen und gerade Real Madrid ist da immer an vorderster Front, wenn es darum geht, zu versuchen, ablösefreie Spieler zu verpflichten. So, ja. David Alaba ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Jetzt war die Geschichte mit Alphonso Davies etc. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Ja. Dass eine gewisse sportliche Rivalität da ist und die teilweise immer sehr fragwürdig entschieden wurden, die letzten Spiele, trägt da natürlich auch zu bei. Von daher ist so eine Aussage natürlich eine Vollkatastrophe. Ja. Und spielt natürlich allen in die Hände, die es mit dem FC Bayern gar nicht so haben. Ja, ist natürlich auch klar. Ja, kannst natürlich jeden Bayern-Fan schön aufs Brot schmieren. Ja. Ich meine, auf der einen Seite stellen wir uns heutzutage immer hin und erzählen, bla, Sülz ist alles ein Einheitsgewäsch, was wir so an Fußballern haben. Das passiert, wenn Menschen die Wahrheit sagen. So. Ja, das passiert, wenn Menschen die Wahrheit sagen, was jetzt gerade passiert. Punkt. Ja, ist das schlau gewesen? Natürlich nicht. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, schlau war das nicht. Eigentlich absolute Farce, absolut dumm, sowas zu äußern, sowas sich aus der Nase ziehen zu lassen. Ich denke mal, wenn man das Video sieht, hat man auch gesehen, dass das ernst meint, hat da schon ernsthaft überlegt, auch wenn das dann lustig rübergebracht hat und die Leute da am Lachen sind. Er ist sich der Aussage natürlich nicht wirklich bewusst, was das für eine Tragweite hat.
Ich denke mal, das ist auch klar, weil sonst hätte er die Aussage nicht getroffen. Es sei denn, es ist irgendwelches Kalkül, was ich mir aktuell nicht wirklich vorstellen kann. Ich meine, wir reden über einen Spieler, der jetzt gerade so auf dem Weg des Durchbruchs ist. Hm, muss man das jetzt überbewerten? Muss man ihn da jetzt, was weiß ich was, haten und so weiter? Ich möchte gar nicht wissen, wie die Reaktionen in Social Media teilweise sind. Ich habe nur einen Bruchteil eben auf dem Discord mitbekommen. Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, nochmal, die Aussage war nicht schlau. So, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und wird natürlich dem einen oder anderen in die Karten spielen, ja, der eine gewisse Meinung hat. Auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor. Ja, das ist dasselbe wie bei Opa. Ich habe es gesagt. Opa ist jetzt 27. Ähm, wenn er irgendwie einen Traumclub hat, Barca, was weiß ich was, ja, dann ist jetzt die Zeit, dass er da hingeht. So. Ja, Vertrag läuft aus, hat alle Karten auf der Hand. Jetzt ist die Zeit, dass er sagt, ey, ich habe irgendeinen Traumclub, für den möchte ich nochmal spielen. Und zwar dann, wenn ich in meinem besten Fußballeralter bin. Und dann ist das legitim. Ja, habe ich ja auch gesagt, das ist für mich persönlich ist das gar kein Problem. Für mich persönlich ist das völlig legitim, wenn man das dann klar kommuniziert. Ja, so. Auf das Thema Opa, wenn er jetzt sagt, ey, ich möchte nochmal für meinen Traumclub spielen und ich habe jetzt die Chance, da hinzugehen, ja, dann let's go. Hovi, hau rein, ja, Reisende soll man nicht aufhalten. So, alles ist gut, ist doch völlig verständlich, ja. Ähm, wir leben halt einfach nicht mehr, ich weiß, ich bin auch ein alter Sack, ich kenne das auch noch, hier sind auch Leute, die noch älter sind. Man kennt noch einen Charlie Körbel und so weiter, man kennt Thomas Müller, ähm, Spieler, die ja von Anfang bis Ende bei ihrem Verein sind. Ja, Thomas Müller lässt jetzt noch mal ein bisschen ausklingen da mit 34, das ist völlig okay in Amerika. Das hast du halt nicht mehr. Das gibt es heutzutage nicht. Ja, das ist eine absolute Ausnahmesituation, solche Spieler. Das war früher schon eine Ausnahmesituation, dass ein Spieler durchgehend bei einem und denselben Club ist. Ähm, dass es natürlich dann jetzt der gehypteste Spieler bei uns solche Aussagen droppt, ist natürlich dann eine wilde Nummer. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dass es dann ausgerechnet auch Real Madrid ist, ist natürlich so der Schlag in die Magengrube und deswegen geht der ein oder andere da ein bisschen steil. Auf der anderen Seite, ja, ich meine, ihr kennt es alle selber, oder? Ich denke, jeder kennt selber, wenn man jung ist. Ähm, man hat so seine Traumclubs, für die man mal spielen möchte oder die man mag oder wie auch immer. Ja, hinterfragt euch, warum seid ihr Bayern-Fan, Alter? So, ja. Ähm, ja, das ist halt Lennart Karl. Ne? Sein Traumclub ist Real Madrid und wenn er den Weg weitergeht, wird er irgendwann für Real Madrid spielen, wenn er das will. Und dann ist das so. Ja, da kannst du auch nichts gegen machen. Dass man es natürlich äußert, ist natürlich nochmal erst recht bei der Rivalität und erst recht, weil 2 Club auf einem Level sind. Ja, ich habe gelesen, einfach, ja, Real Madrid ist größer wie der FC Bayern und so weiter. Ja, sehe ich nicht. Ja. Ja, natürlich in der Champions League gesehen, haben sie natürlich in den letzten 10, 20 Jahren, waren sie viel erfolgreicher und natürlich haben sie immer diese absoluten Weltstars da, weil sie sich das leisten können. Das aber das ist so eine Ansichtssache. Ich weiß nicht, wenn man das Standing mal wegnimmt und mal irgendwie einer dritten Partei zuordnet, welches Standing der Club wo hat, im Gegensatz zu Real Madrid und zum FC Bayern. Weiß ich nicht. Ich sehe das schon auf einer Augenhöhe. Ähm, ja, und dann hat das natürlich Brisanz. Ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ja, dann hat das natürlich Brisanz. Und natürlich ist das ein Ding, wo Real Madrid natürlich Auge machen wird. Ja. Erinnert euch an Barca, die Messi mit was, 16 verpflichtet haben, der da den Weg gemacht hat. Und wenn Lennart Karl bei uns den Weg jetzt weitergeht und Nationalspieler wird und der Typ hat dann geäußert, ja, oh, ich würde mal eines Tages ganz gerne für Real Madrid spielen. Ja, dann werden die anklopfen. So, die sind nicht doof, Alter, ja. Wer wird das nicht tun? Wenn jetzt irgendwo woanders ein junger Spieler durchstartet und der sagt, medienwirksam, ey geil, eigentlich mein Traumclub ist der FC Bayern München. Was meint ihr denn, was der FC Bayern machen würde? So, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie der Vertrag ausschaut, so, ja. Man kann nur hoffen, dass der Vertrag wirklich so ist, wie es kommuniziert wurde, dass er sich automatisch verlängert, wenn er 18 geworden ist.
und es dann 'n 5-Jahres-Vertrag ist. Inwieweit da Ausstiegsklauseln und sonst was mit drin hängen, I don't know. Ja, ich weiß es nicht. So, auf der anderen Seite, ja, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, der Junge muss auch erst mal seinen Weg gehen, ne? So, das steht ja auch außer Frage. Den hat er angefangen, definitiv, ja, eine starke Hinrunde gespielt, Serge Gnabry den Rang abgelaufen, was jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Kunst ist. Ist auf einem sehr, sehr guten Weg und natürlich ist das der Grund, warum der ganze Bums hier Zündstoff hat, ja, so. Wenn er sich durchsetzt bei uns und du weißt dann: „Ja, eigentlich will ich zu Real Madrid.“ Du kannst davon ausgehen, das Thema wird angesprochen werden auf der PK, dann wird man die gleichen Floskeln hören. Vielleicht kommt von ihm auf Social Media irgendwann noch mal 'n Gegenstatement, bla Sülz. Ja, am Ende des Tages war es nicht klug, aber das ist die Realität im Fußball. Ja, jeder, der das ist wieder so 'n schönes Beispiel, wie wir es hier aufm Kanal öfter sagen. So, das ist so die Ohrfeige für die Fußballromantiker, ja? Die denken: „Oh ja, der kommt aus der eigenen Jugend, der ist beim FC Bayern ausgebildet.“ Ja, natürlich, der will nur beim FC Bayern spielen. Der hat nur den FC Bayern im Kopf, der liebt nur den FC Bayern. Und dann sagt der ganz trocken: „Ja, eigentlich würde ich ganz gerne irgendwann mal für Real Madrid spielen, das ist mein Traumverein.“ Ja, willkommen in der Gegenwart, Alter. Punkt, ne? So, so ist es, ne? Und wir werden sehen, wohin die Reise geht, ne, bei Lennart Kahl. Ähm, Man muss die Sache einfach mal beiseite schieben, meiner Meinung nach. Das darf keine Rolle spielen in seiner Bewertung oder sonst was. Es ist völlig legitim, dass man so seine Traumclubs hat, für die man dann irgendwann mal spielen will. Ob das dann Realität wird und wann das Realität wird, ja, wird man sehen. Ja, ich meine, ist ja für den FC Bayern jetzt auch von Vorteil, ja, wenn man das weiß. Ähm, Dann wird man das mit Sicherheit bedenken bei irgendwelchen Vertragsverlängerungen und, ja, da muss dann 'ne Klausel rein, dass Real Madrid richtig blutet, wenn sie ihn verpflichten wollen, ja. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht, wohin die Reise geht. So, der Junge hat jetzt ein gutes halbes Jahr gespielt, ja. Wir werden mal sehen, wie die Rückrunde ist, wie es ein Jahr später ist. Ey, wir haben schon so viele Talente gehypt und, fallen sehen. I don't know, vielleicht sprechen wir in 1,5 Jahren nicht mehr über ihn, ne, weil er wieder irgendwo in der Versenkung verschwunden ist und irgendwo an Grasshoppers Zürich ausgeliehen ist. So, I don't know, wer weiß das schon, ja? Ich wünsche es ihm natürlich nicht. Wie gesagt, er ist auf 'm richtig guten Weg. Ähm, Mathys Tel war auch mal auf 'm richtig guten Weg, ja, etc., ne? So. Wir werden's mal abwarten. Dass jeder Spieler so seine Traumclubs hat, ist völlig legitim. Da wirst du auch den einen oder anderen in der Mannschaft haben. Ich meine, wir zahlen auch nicht umsonst, die Gehälter, die wir zahlen, ne? Warum hast 'n Alphonso Davies immer noch in der Mannschaft? Weil du ihm die Kohle in den Arsch geschoben hast, ja. Vielleicht ist Alphonso Davies, Traumclub auch Real Madrid. Wer weiß das schon, ja? Und du hast ihm den Traum, bezahlt, dass er noch beim FC Bayern ist, ja? Wer weiß das? So, das äußert halt keiner, der schlau ist. Ja, so, das ist der große Unterschied, ja? Ähm, aber noch mal, ich habe es gesagt, der Junge ist 17, so, ja? Weiß ich nicht. Kannst du 'n Vorwurf, an Michael Ballack machen, würde ich behaupten, ne? Dass er ist der Berater, dass er seinen Schützling da nicht mal irgendwie gesagt hat: „Ey, pass mal auf, zu solchen Themen sagt man nix.“ Ähm, Kannst dem FC Bayern vielleicht 'n Vorwurf machen, dass es vielleicht nicht genug geschult wurde, wie man sich in der heutigen Zeit zu verhalten hat, weil heute wird jede Aussage, sobald du 'n bisschen Fame hast, ja, auf die absolute Goldwaage gelegt und dafür wird er grade, an die Wand genagelt von Teilen von Leuten. Ja, wie gesagt, meine Wenigkeit hat die Fußballromantik schon lange verloren. Ja, für mich es gibt keine Spieler mehr, wo du sagst: „Jo, der steht für den FC Bayern“ oder sonst was, so wie man Lennart Kahl jetzt hingestellt hat. Ja, man hat ihn ja so gepusht, so muss man ja auch sagen, ja, von Vereinsseite, von bla. Ähm, Deswegen ist es auch so, dass es so hochkocht, ja. Aber Leute, ihr müsst euch davon lösen, ne? Ihr müsst euch davon lösen. Es gibt mit Sicherheit Spieler, keine Ahnung, wie es bei Pavlo ist. Vielleicht ist für Pavlo der Traumclub immer FC Bayern. Ich weiß, das wird immer medial so hingestellt.
jedes Mal, wenn 'n neuer Spieler verpflichtet wird und bla und Sylt und: „Ah ja, ich habe schon immer in FC Bayern Bettwäsche geschlafen und der FC Bayern war schon immer mein Traumclub, wie bei Luis Diaz, bla Sülz.“ Halt's Maul, Alter. Ja. Wenn dem so wäre, warum hast du dann, was weiß ich, 5 Jahre in Liverpool gespielt, etc. So, ja. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen Einzelfall mal stimmen, so wie es jetzt bei Lennart Karl dann so der Fall ist, der sagt: „Oh ja, mein Traumclub war immer dies und das, oder ist immer das.“ Ja, I don't know, ja. So, ob das jemals passieren wird, ist natürlich noch eine andere Sache, ja. Ich meine, der ist 17. Man ändert ja auch noch seine Ansichten, ja. Dass man sagt, so: „Real Madrid ist mein Traumclub, den mag ich“, ja, alles gut. Ja, das heißt ja nicht, dass du dann im Laufe der Karriere unbedingt dahin gehst. Das muss ja auch passen so, ja. Vielleicht hat Real Madrid gar keinen Bedarf, vielleicht sitzt man da nur auf der Bank, etc. Da spielen ja so viele Faktoren mit rein. Das muss man alles nicht überbewerten und dass das alles gerade so hochkocht, ist natürlich wieder eine wilde Nummer, aber füllt natürlich gerade schön jetzt dieses kleine Loch, bis die Bundesliga wieder losgeht. Ich sehe das alles nicht so dramatisch wie der eine oder andere. Ich weiß nicht den genauen Wortlaut, ich habe den Discord auch nur so halb mitgelesen. Ich habe da aber irgendwie irgendwo das Beispiel Ribéry aufgeschnappt. Ja, auch 'n Ribéry hat sich's gut bezahlen lassen, dass er beim FC Bayern geblieben ist. Ja, da gab's auch immer wieder Anfragen. So, ja. Also, ja, am Ende des Tages ist er dem Club treu geblieben, ja, aber das hat sich natürlich auch so gewachsen oder ist so gewachsen, ja. Ribéry war ja auch nicht sofort: „Oh ja, der FC Bayern ist mein Traumclub, blasös.“ Das wächst halt, ja, aber das ist gewachsen. Wenn du natürlich aus der eigenen Jugend kommst, ist natürlich hart, dann sowas zu hören. Da sollte ja, da ist man eigentlich dankbar und froh, dass man bei seinem Traumclub eigentlich schon in der Jugend ist und sich da durchsetzt, anstatt dann zu sagen, nachdem man 'n halbes Jahr ein paar Spiele gemacht hat: „Ey, mein Traumclub ist Real Madrid, da will ich irgendwann spielen.“ Wie gesagt, hat halt einfach den Zündstoff, weil es Real Madrid ist. Ich hatte erst gedacht, ey, er hat's irgendwie als Joke gesagt oder so, aber wenn man sich das Video anschaut, denke ich, können wir das ausschließen. Und ja, meine Meinung dazu, ja, das ist völlig legitim. So, jeder Spieler hat so seine Traumclubs, wo er gerne mal spielen möchte. Ähm, Es ist natürlich nicht legitim, den Leuten das ins Gesicht zu sagen. So, das ist in der heutigen Zeit einfach nicht möglich. Ja, dann bekommt man die Kelle, die man gerade kriegt. Ja, das ist halt so. Das muss er sich auch gefallen lassen, damit muss er leben. Ähm, Ich weiß nicht, ob er sich damit 'n Gefallen getan hat. Ob das schnell vergessen wird, glaube ich eher nicht, ja. Erst recht, wenn dann mal irgendwie die Leistungen 'n bisschen schwanken oder sonst was. Schwierig. Das Fass hätte man sich nicht aufmachen brauchen. So, das ist so die Meinung, die ich habe. Ja, es war dumm, naiv, definitiv. Auf der anderen Seite, der Junge ist 17. Da muss man nicht unbedingt nur ihm 'n Vorwurf machen. Man muss ihm 'n Vorwurf machen, wie gesagt, wenn man solche Aussagen droppt, ist man entweder nicht die hellste Kerze auf der Torte, was legitim ist, oder es ist Kalkül dahinter und dann wird's natürlich schwierig. So, ja. Nochmal, er hat 'n Berater mit Michael Ballack, der das Geschäft in und auswendig kennt. Der FC Bayern, soweit ich das weiß, schult auch sogar seine Jugendspieler schon dahingehend. Ähm, I don't know. Vielleicht ist er auch nicht dumm. Vielleicht ist das auch schon, auf irgendwelche Verhandlungen gepolt, was weiß ich, keine Ahnung, was dahinter steckt. Vielleicht war es aber einfach auch jugendlicher Leichtsinn und er hat die Wahrheit gesagt, das ist ja aus ihm rausgesprudelt und fertig. Ja, nochmal, der Junge ist 17. Denk mal zurück. Ich hatte jetzt erst letztens beim meinen Gaming-Streams die Diskussion, ob man mit 18 erwachsen ist. Ich denke, das kommt immer darauf an, wie man aufgewachsen ist, inwieweit man Verantwortung tragen musste oder nicht. Von daher darf man nicht außer Acht lassen, dass der Junge 17 ist. Und ja, ist vielleicht aber auch nochmal ein guter Fingerzeig für den Verein, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen intensiver schulen muss, wie die Leute sich auf bestimmte Fragen
in der Öffentlichkeit zu verhalten haben. Ne? Weil das wird ja nicht besser werden in den kommenden Jahren. Wir sehen es ja jetzt gerade am dem Beispiel der Natkal. Er wird gehypt bis in den Himmel, ja, ist ja schon der neue Lionel Messi. Ähm, und dann solche Aussagen, sind dann natürlich wild. Ja, solche Aussagen kannst du halt treffen, wenn du bei Bayern in der zweiten Mannschaft spielst und irgendwie, ja, selbst dann ist das schon wild. Ja, dann wird einem das selber wahrscheinlich aufs Brot geschmiert werden. Ähm, ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie gesagt, das Fass hat man umsonst aufgemacht aus meiner Sicht. Mag ich ihn deshalb jetzt weniger? Nö. Ja, bin ich da jetzt enttäuscht? Nö. Weil ich habe aber auch nicht diese Bindung. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe nicht mehr diese Bindung wie früher. So ein Klaus Augenthaler, ja, ähm, so diese Generation, so, da habe ich Bindungen zu gehabt. Ja. Roland Kramer, Hansi Flügler, so die Defensivstars, da habe ich Bindungen zu gehabt. Ja. Das waren andere Zeiten. Ne? Und selbst die haben vielleicht so immer den Gedanken gehabt, ey, geil, ich würde gerne mal für den und den Verein spielen. Wer weiß das schon, ja. Die waren nur schlau genug und haben die Zähne nicht aufgemacht oder das hat keine Sau interessiert zu dieser Zeit, ja. Das ist heute natürlich anders. Aber mich tangiert das gar nicht, sage ich euch, wie es ist. Fußball in der heutigen Zeit, es ist traurig und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, ist Business. Es ist zum großen Teil nur noch Business. Ja, für uns Fans natürlich nicht so, ja, da hängt immer noch eine Menge Emotionen drin, deswegen kocht das Thema auch gerade so hoch. Logisch. Aber aus Spielersicht, aus Vereinssicht, ey, es ist nur Business, Alter. Ja, es ist einfach nur Business. Mir sah mir, Alter, ja, man predigt das immer am Ende des Tages, auch das muss man sich mal bewusst machen, ist es eine Marke, die Geld einbringt. Wahre Liebe, Borussia Dortmund, ja, meint ihr, was? Das ist Business, Alter. Das ist einfach Business. Ja, so hart sich das anhört. Klar, wir Fans leben das anders, sehen das anders, so gar keine Frage, aber aus Vereinssicht und auch Spielersicht, jetzt mal ernsthaft, ja, bitte euch. Wer das heutzutage noch glaubt, der lebt auf dem falschen Stern, Alter. Sorry. Ja. Ähm, Alphonso Davies, neben David Alaba, noch das beste Beispiel, Alter. Der hat das eigentlich gelebt, ja, dass er den FC Bayern jung zum FC Bayern gekommen, ausgebildet beim FC Bayern, durchgesetzt, war auch, glaube ich, ein Jahr ausgeliehen, ne? Dann durchgesetzt beim FC Bayern. Absolute Traumduo mit Franck Ribéry, absolute Vereinsidentität. Ja, und was ist passiert? Das ist passiert. Ja. Gier, 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 mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle. Immer nur gelabert, ich finde keine Wertschätzung, weil ich keine 20 Millionen verdiene. Ja, fick dich. Ja, hat der Verein irgendwann gesagt, fick dich. Und Real Madrid hat gesagt, joa, geil. Ja, ich meine, der hat sich extra einen Berater geholt, der vorher uns nackig gemacht hat beim Levi. So, seine Intention war einfach, das Maximale aus dem Verein rauszupressen an Kohle. Ja, nochmal, für Spieler, die schon 10 Jahre beim FC Bayern sind und schon in den 10 Jahren mindestens 10 Millionen verdient haben und schon 100 Mille verdient haben in ihrer verfickten Karriere. Das heißt, die haben 50 Mille auf dem Konto stehen. Ja, und diese Spieler machen solche Moves. Wer dann noch denkt, irgendein Spieler ist beim FC Bayern, weil es der FC Bayern ist, sorry, der ist falsch gewickelt. Du kannst die Mannschaft durchgehen. Da ist kein Spieler da, weil es der FC Bayern ist. Keiner. Keiner. Mir würde keiner einfallen, wo ich das denke. Punkt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, ja? Ja, mag sein. Aber ich finde keinen, wo das so ist. Meint ihr, ein Joshua Kimmich ist beim FC Bayern, was der FC Bayern ist? Nee, der ist da, weil er die Kohle kriegt, die er haben will. Und was ein schönes Umfeld ist, ja? Weil ihm Zucker in den Arsch geblasen wird. Weil seine Familie sich da wohlfühlt. Deswegen ist er noch in München. Ja? Hätte auch woanders hingehen können. Logisch, aber wer neue Umzug, bla, so, jetzt muss ich mit neuen Sachen auseinandersetzen. Ja, das sind die Gründe. Sind nicht die Gründe, weil es der FC Bayern ist, weil da Spieler sind, die den Verein so lieben, wie wir den Verein lieben. Ja, das sieht man doch. Ja, Mathys Tel hatte man den Eindruck, ja, den hat man weggeschickt. So, ja, wo hat man denn den Eindruck aktuell bei diesen Spielern? So, I don't know, vielleicht tun wir einen oder anderen Unrecht. Ja, mag sein. Ja, vielleicht ist der eine oder andere wirklich dabei, wo er sagt, ey, FC Bayern, so wie es jetzt Lennart K. geäußert hat, FC Bayern war immer mein Traumclub, da wollte ich immer mal spielen, ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt hier.
Ey, mag sein, ja, so, gar keine Frage. Aber die Regel ist heutzutage einfach eine andere, ja. So, da brauchen wir nicht drum rumreden, ja, weil dann würden diese Spieler kommen wir auf Alphonso Davies zurück, dann würden diese Spieler den Verein nicht nackig machen und den Verein an der Nase rumführen, was Alphonso Davies ein Jahr lang getan hat. Und der Verein ist drauf eingegangen. Wie es Musiala getan hat. So, auch ein Musiala hat Druck aufgebaut, deswegen kassiert er jetzt 25 Millionen und hat ein Handgeld gekriegt und bla und Sylt und so. Ja, wenn die Spieler alle beim FC Bayern wären, weil es der FC Bayern ist, was der Traumclub ist, ja, dann würde 'n Upamecano da jetzt nicht sitzen und sagen: „Oh ja, wenn, dann will ich das und das und eine Ausstiegsklausel hier und da und hier.“ Das wäre doch dann alles nicht. So, weil jetzt mal ganz im Ernst, ey, ob du 20 Millionen verdienst oder 15 Millionen in deiner zehnjährigen, auf hohem Level, vielleicht zehnjährigen, Karriere. Ey, jetzt mal ernsthaft, ob du am Ende deiner Karriere 50 Millionen auf dem Konto hast oder 75. Wo ist da jetzt der Unterschied? What the fuck, Alter? Ja, überlegt euch mal, über welche Summen wir da reden. Also, man sieht, es ist nur noch Business. Es ist nur Business. Meint ihr, ein Harry Kane ist beim FC Bayern, weil er immer zum FC Bayern wollte? Nee, mit Sicherheit nicht. Ja, FC Bayern ist 'n Harry Kane ist beim FC Bayern, weil's die größte Aussicht auf Titel war. So: „Hey, ich habe noch nichts gewonnen in meiner Karriere, ich gehe zum FC Bayern. Ja, da werde ich safe Deutscher Meister, da werde ich wahrscheinlich auch mal 'n Pokal gewinnen, deswegen gehe ich zum FC Bayern.“ So, gehe ich nach Real Madrid, gehe ich nach Barcelona, ja, da gibt's 2 starke Mannschaften. Ja, vielleicht habe ich da auch den Pech und gewinne keinen Titel. Ja, so. Und natürlich hast du beim FC Bayern immer die Chance auf die Champions League. So, deswegen ist ein Harry Kane beim FC Bayern und natürlich auch, weil er 25 Millionen im Jahr verdient. So, der ist ja auch nicht gekommen, hat gesagt: „Ah ja, FC Bayern ist mein Traumverein, gib mir 10.“ Ja, also jeder, der das denkt, d d ja, Leute, verabschiedet euch davon, ne? Und das ist bei Jugendspielern nicht anders. So, ja, da das ist der springende Punkt. Das ist kein Stück anders, ne? Kein Stück anders. Ganz einfache Kiste. Gut, das soll's gewesen sein, ja? Wie gesagt, wir sind wieder 'n bisschen abgeschweift in dieser Diskussion, aber ja, noch mal, es ist warum diese Sache wieder so hochkocht, ist einfach, weil viele Menschen das einfach noch nicht realisiert haben, dass es nicht mehr diese Fußballromantik gibt. Es ist ein Business, ein reines Business, ja? Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt beim FC Bayern alleine, ähm, die wir zahlen, ey Leute, dann können wir nicht davon reden, dass irgend 'n Spieler da ist, weil das sein Traumverein ist, ja? Oder weil er dem Ver ey, selbst Thomas Müller hat mit 33 und, seit 2,5 Jahren da auf der Kimme als Auswechselspieler hat er auch nicht gesagt: „Ey, komm, gib mir nur noch 10, ich sehe, ich kann das hier nicht mehr leisten.“ Er hat auch gesagt: „Ey, ich nehme aber weiterhin meine 20 Mille“, ja? So, über was reden wir, Alter? Ja, über was reden wir? Sorry, ja. Schöner Realitätscheck. Danke, Lenny. Wie gesagt, aus meiner Sicht ändert sich da gar nichts. Wir werden sehen, ob er seinen Weg weitergeht. Ich wünsche es ihm. Und wenn er dann eines Tages nach Real Madrid geht, ja, let's go, Alter. So, wenn der Verein lernt und nicht wieder so dermaßen dumm ist, lässt er sich das teuer bezahlen und dann ist doch alles gut. Ja, Punkt aus. So, fertig. Mickey Maus. So, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Schöner Einstand ins neue Jahr, gleich mit einem kontroversen Thema. Werden wir mit Sicherheit Montag, im Stream noch mal drüber quatschen. Ich denke mal, der eine oder andere hat von euch da 'ne andere Meinung. Da können wir mit Sicherheit noch mal 'n bisschen was diskutieren. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.